Schwimmen, im Glück baden und in Liebe tauchen. Das sind die 3 schönsten Sportarten. Naja, und wenn man eine junge Liebe hat, dann muss der Bauch weg. Ich bin zwar schon seit 10 Jahren Witwer, aber mit 60 sollst du dich trotzdem noch mal paaren. Sagt schon ein altes Sprichwort. Und ja. Maximilian, die Kur geht an! Ich hab keine Zeit, ich muss trainieren. Du weißt doch, ich habe ein junges Mädel kennengelernt. Das heißt, eigentlich habe ich ihr das Leben gerettet. Und dafür will sie jetzt zum Dank dafür meine Frau werden. Und darum muss der Bauch weg. Ja, das kann nicht schaden. In der Liebe stört der Speck. Du brauchst die gar nicht so aufblasen, weil bei dir stimmt nämlich das Sprichwort. Der Dumme hat's Glück. Sag einmal, wie redst denn du mit einem Millionär, ha? Außerdem, das Geld, das fragt nicht nach dumm oder gescheit. Wer's hat, der ist reich. Und das sind wir, Schwesterherz. Ich hab alles. Jetzt fehlt nur noch das ideale Geschenk. Du weißt, wer das ist? Ein Mann in deinem Alter und so eine junge Frau, dir kehrt ja... Ach, du kannst das ja denken. Na, gerade in meinem Alter ist doch die Liebe am schönsten. Schau, so ein reifer Mann, der hat doch viel mehr zu bieten wie so ein junger Spritzer, nicht wahr? Ja, mit Mundwerk. So, und jetzt machst du gescheiter deine Kur, bevor du vom Radl fällst. Schmarrn, hast du eine Ahnung, wie fit ich bin? Fett heißt es. Das kommt vom vielen Trainieren, das ist ein Waschbrettbauch. Aha. Im Speckmantel. Ach so, ein Schmarrn. Unsinn, ich bin fit, fit wie noch nie. Ich mache noch 50 Kniebeugen am Stück. Das schafft nicht einmal ein 20-Jähriger. Da pass auf. Und 1 und 2. Ah! Nächster Schuss kann jeden passieren. Hilf mir in die Tee. Oh. Jetzt hast du erst 2 gemacht, hast du 48 vor dir. Soll ich doch jetzt mal aufheben? Ah, nicht, lass aus. Ah! Oh. Ruf einen Doktor, der muss mir Spritzen geben. Oh je, oh je, oh je. Aber jetzt geh weiter. Jetzt gehst du zuerst einmal ins Bett. Deine 20-Jährigen, wenn die so sehen, die lachen sie kaputt. Ja, um Gottes Willen. Was ist mit dem Papa los? Ruf gleich an Dr. Metzger. Die Hex hat ihn geschossen. Eine schöne Überraschung. Hallo? Betty Brauer hier. Ja, der Doktor soll so schnell wie möglich zu meinem Papa kommen. Der hat plötzlich einen Hexenschuss gekriegt. Wie bitte? Der Doktor ist im Urlaub. Ja, was machen wir denn da? Aha, gut. Sie schicken einen Notarzt. Danke, in Ordnung. Und? Kommt der Doktor? Der ist im Urlaub. Der Notarzt kommt. Was sauer. Dann kann man mit dem Notarzt Verlobung feiern. Oh, das passt jetzt. Ja, herein. Oh. Dass Sie so stürmisch sein, Herr Freund, hätte ich ja nie gedacht. Also bitte verzeihen Sie, Fräulein Betsy, also da trete ich das erste Mal hier herein und gleich passiert so ein unglücklicher Unfall. Das nennen Sie einen unglücklichen Unfall, wenn Sie mir in die Hände fallen. Ja, das heißt nein, natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen solle. Ich meinte bloß, ich hatte da zu Beginn meiner Assistenzzeit im Museum schon mal einen ähnlichen Unfall. Da hatte ich aus Versehen eine kostbare altägyptische Mumie umgestoßen und hatte große Probleme zu bewältigen. Da haben Sie aber eine schlechte Meinung von mir, wenn Sie mich mit einer Mumie vergleichen. Aber nein, ganz im Gegenteil, Fräulein Betsy, wenn ich Sie überhaupt so nennen darf. Nach so einer Umarmung können Sie ruhig Betty zu mir sagen. Aber was führt Sie jetzt her zu mir? Eigentlich nichts. Oh. Ich meinte bloß... Das wird ja immer schöner.
Sie fallen mir in die Arme und dann wollen Sie gar nichts von mir. Ach, bitte verstehen Sie mich richtig. Es ist mir etwas peinlich. So. Peinlich ist Ihnen also meine Nähe. Aber nein, bitte verstehen Sie mich richtig. Ich meine doch meine Plötzlichkeit, diese Art Überfall. Aber jetzt nehmen Sie erst einmal Platz, bevor Sie weiter meinen. Ja, ich meinte bloß, ob Sie der richtige Ansprechpartner für mein Anliegen sind. Es handelt sich nämlich um Ihren kleinen Dackel Cäsar. Aha. Ja, und darüber hätte ich lieber mit Ihrem Herrn Papa gesprochen. Und warum so geheimnisvoll? Darüber können Sie auch mit mir reden. Ah, der Mumienschwinder! Wie geht's denn am Pharao? Gut, ja, es ist mir etwas peinlich, mit Ihnen so direkt über diese heikle Sache zu sprechen. Es handelt sich nämlich um die Fortpflanzung. Ja, also um den Akt an sich. Und so schwer es bei den Menschen ist, zwei Passende zusammenzubringen, umso schwerer ist es dann beim Hund. Tja, ich glaube Ihnen das alles. Aber ich weiß immer noch nicht, was Ihnen da vorschwebt. Sie, Herr Assessor, Sie sollten sich einmal meinen Schrumpfkopf anschauen. Ja. Nein, nicht meinen. Ich habe einen alten Indianerschrumpfkopf. Hochinteressant, ja. Ach was. Meine Lotti ist doch von der gleichen Rasse wie ihr Cäsar. Ja, ich habe ihn schon so oft bewundert. Seine Rute ist wirklich imponierend. Ja, und da fällt mir doch immer wieder die Bibel ein, die ja sowohl für den Menschen als auch beim Tier... Jetzt verstehe ich Sie. Ihre Lotti hat gewissermaßen ernste Absichten auf unseren Cäsar. Naja, und Sie bitten nun um die Hand, Pfote von unserem Cäsar. So ist es, Fräulein Betty. Oh, das ist eine schwere Geburt. Na, ich hoffe, dass unser Cäsar auch mit Ihrer Lotti einverstanden ist. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Sie haben ja gar keine Ahnung, wie liebäugelnd die sich anschnüffeln, wenn die sich mal begegnen. Na gut, dann steht an der Verwandtschaft nichts mehr im Weg. Wunderbar. Ich möchte aber trotzdem meinen Vater entscheiden lassen. Ja, das verstehe ich natürlich voll und ganz. Da werde ich bei Zeiten noch mal bei Ihrem Herrn Papa vorsprechen. Der wird sich zu jeder Zeit freuen. Das ehrt mich sehr. Also, auf Wiedersehen, Fräulein Betty. Auf Wiedersehen. Vielleicht darf ich Sie ja mal bei einem Spaziergang mit meiner Lotti bekannt machen. Warum nicht? Die junge Dame möchte ich doch jetzt auch kennenlernen. Das freut mich sehr, nachdem ich ja jetzt meiner Lotti ihre Bekanntschaft zu verdanken habe. Da werde ich sie noch fester in mein Herz schließen. Also, es hat mich sehr gefreut. Auf Wiedersehen, Fräulein Betty. Auf Wiedersehen, Herr Freund. Hallo! Andere Seite. Ein netter Kerl. Oh, lass es doch auf, Herrschaft. Zeit für das. Hört auf. So. Grüß Gott. Die Blumen sind da. Ja, wohin damit? Stell's erst einmal da auf den Stuhl. Ja. Haben Sie eine Vasen? Die müssen gleich ins Wasser, sonst lassen Sie bald die Köpfe hängen. Nur kurz, wird alles schnellstens erledigt. Heiraten Sie? Na, warum? Mein Vater hat's vor. Und wie alt ist Ihr Vater? Also, Sie sind aber nicht schlecht neugierig. 60 ist er. Und da heiratet er noch. Und, was dagegen? Geh, Lorenz, rammen wir mal das Radl. Ja, ist schon recht. Also, Jutta, jetzt halt einmal der freche Goschen. Du kannst doch wurscht sein, wenn der Herr Brauer heiratet. Hat er seine zukünftige durch eine Heiratsannonce kennengelernt? Vor kurzem habe ich in der Zeitung gelesen. Alter Kater sucht flottes Kätzchen zum gemeinsamen Mausen. War er das? Sieh, jetzt klang's aber, gell? Machst du da weiter, Barbara? Was ist denn los? Aha, war die Jutta wieder recht frech. Ja, du kennst es doch, Barbara.
Also wenn der ermund wäre ja ein Waffenschein notwendig. Ja. Jetzt geh weiter, Jutta, helfen wir einmal da hinauszukommen. So ein Schmarrn. Ich hab doch nur gefragt, ob der Herr Brauer seine zukünftige durch eine Heiratsannonce gegangelt hat. Das hat er nicht notwendig. Er hat ihr beim Angeln das Leben gerettet. Und dafür bekommt er vom Ministerpräsidenten die goldene Lebensrettermedaille. Das ist ja paradox. Das wäre ja gerade so, als darf man von Hoffmannstropfen schwanger werden. Ja, du, das gibt's auch. Das kommt ganz drauf an, wie alt der Hoffmann ist. Mit 60 noch eine junge Frau. Ja, gut Nacht. Was will denn der alte Knacker noch? Den männlichen Erben? Und da muss er unbedingt heiraten. Ich bin 25, hab schon 3 Kinder und bin noch ledig. Das schaut dir gleich, Jutta. 3 Buben und kein Vater. Ich bin froh, dass sie die Lumpen verzogen haben. Für solche Väter müssten sie meine Buben ja schammer. Und das fällt er jetzt erst ein. Also, Jutta, bei deiner Moral ist man mit 3 ledigen Kindern noch eine unschuldige Jungfrau. Das ist gemein, gell? Ich hab halt Pech gehabt. Sie ist halt ein hübsches junges Mädchen, hat den Männern immer gut gefallen und jetzt... Und jetzt ist sie ein gefallenes Mädchen. Ja. Aber jetzt zu was anderem. Hast du deinen Auftragsblock dabei? Immer. Gut, dann schreib auf. Blumengestecke für 4 Tische zu je 6 Personen. Nur was? Ja. Da um die Eingänge, da machst du einen Blumenschmuck rum. Da musst du halt dann ausmessen, wie lang das sein muss. Mach ich. Weiter? Ja, das langt erst bald, da hast du gut zum Tor. Das macht mir gar nichts. Meine Mutter hat immer gesagt, Madel, merk dir eins, sich regen bringt Segen. Ja, das stimmt. Ja, nur hast du das Verkehr verstanden, gell? Du hast doch heute den, sich legen bringt Segen. So. Ah, das wird der Notarzt sein. Das ist aber schnell gegangen. Ja. Bringt mir die Braut jetzt mit dem Rettungswagen? Na, also wer in diesem Alter noch heiratet, der ist nicht mehr zum Retten, gell? Grüß Gott. Komm auf, der Doktor, bitte. Ja, aber apropos heiraten, Jutta. Du kannst auch endlich einmal heiraten. Na ja, nimm doch ein Beispiel an deiner Schwester. Die ist schon seit 3 Jahren verheiratet. Hat aber noch keine Kinder. Na gut, dafür 2 neue Autos, gell? Da ist die Lieferzeit kürzer. Ach so, ja. Ja. Du, also wir waren soweit fertig da herin, gell? Da kommt wer. Ja, das hab ich auch gehört. Aber wer? Ja, sag halt herein. Ich bin ja da nicht daheim. Ach so, ja, freilich, ja. Herein? Guten Tag. Grüß Gott, der Herr. Guten Tag. Ich bin doch hier richtig bei Herrn Maximilian Brauer. Ja, da sind Sie schon richtig. Was verschafft uns die Ehre? Regierungsrat Rigobert Beil-Kurreiter ist mein bescheidener Name. Was? Wie bitte? Rigobert Beil-Kurreiter. Ja, etwas lang und schwierig, aber sehr geschichtsträchtig. Da haben Sie schon recht, Herr Regierungsleiter. Entschuldigen Sie. Aber so jung und so hübsch habe ich sie mir gar nicht vorgestellt. Obwohl mir Herr Brauer eine ziemlich genaue Beschreibung vermittelt hat. Aber sowas von faszinierend und bezaubernd. Es ist mir wirklich ein Vergnügen, Sie zu begrüßen. Meine Verehrung, gnädigste, küsst die Hand. Lorenz, hast du das gesehen? Ja, freilich. Aber der verkennt dich. Das geht doch dir nichts an. Ich bin erstaunt, glücklich, erfreut, ja glückselig, Sie kennenzulernen. Gib Obacht, Jutta, der greift an. Bitte, was sagten Sie? Nix, nein. Aber wenn Sie vielleicht der Hut stört, ich hänge gern auf für Sie. Moment dann, gell? Vielen Dank. Ja, wunderschön haben Sie es hier. Ja, so eine reizende Dame wie Sie verzaubert natürlich Ihre ganze Umgebung. Einen so netten Herrn wie Sie habe ich ja noch nie kennengelernt. Entschuldigen Sie, ich habe Sie noch gar nicht begrüßt. Ja, Lorenz ist mein Name. Ich bin bloß der Hausmeister. Es ist ein sehr wichtiger Beruf. Wie man's nimmt, gell? So ist es. Gnädigste Herr Brauer hat mir so viel Angenehmes von Ihnen erzählt. Auch ich könnte Sie von der Stelle weg heiraten.
Ein Draufgänger? Ganz mein Fall. Ich war auch noch ledig. Aber 3 Kinder hat schon. Was? 3? Das ist ja wunderbar! Meine seligste Julia konnte mir leider keine Kinder schenken. Und bei meinem Vermögen war es immer mein heißester Wunsch, einen Erben zu haben. Und Sie haben gleich 3. Buben. Buben? Das ist ja noch schöner. Ja, ja. Da hätten Sie noch viel Arbeit erspart. Jutta, denk an den Spruch von deiner Mutter, gell? Regen, nicht liegen. Und pass auf, der greift an. Das geht doch die nichts an. Da ist Herr Brauer nicht anwesend. Ja, der hat einen Kräftezusammenbruch vor Erwartung einer Jugendsünde. Ja, ich glaube, dass der Notarzt für uns noch länger da bleiben kann, im Falle... Ne? Also, er soll noch ein paar Minuten liegen bleiben. Was meinten Sie? Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ach, Sie sind ja schon da, Herr Regierungsrat. Was? Sie kennen mich? Ja, freilich. Von den vielen Fotos, die mir der Papa von Ihnen gezeigt hat. Ja, dann sind Sie ja die Tochter, die Betty. Und keine andere. Herzlich willkommen. Das ist aber nett. Und so hübsch, elegant und charmant. Ja, ich freue mich riesig. Der Papa erwartet Sie schon. Ja, es ging nicht schneller. Mein Wagen ist zwar noch nicht so alt wie ich, aber die Kilometer lassen sich fahren. Dann führe ich Sie doch gleich auf Ihr Zimmer, damit Sie sich schnell frisch machen Und können. das wäre wunderbar. Ja, aber mein Gepäck. Darum kümmert sich unser Lorenz, gell? Ja, ja, ich bin bereit. Wenn Sie so freundlich wären. Ja, ja, freilich. Ich bin so freundlich. Und du bist auch so freundlich. Auf geht's, pack Ja, jetzt. ja, nein. Ein alter Schweremütter. So, meine Damen, jetzt kommen Sie doch gleich bitte weiter. Mein Bruder erwartet Sie ja schon. Ruf gleich am Papa. Papa, beeil dich, dein Besuch ist da. Ja, ja, ich komm schon. Die Spritzen hat Wunder gewirkt. Oh, meine Süßeste. Oh. Und du, beste aller Mütter, lass dich umarmen. Und wir danken für dieses wunderbare Geschöpf. Mein Gott, schön hast du es Ja, gemacht. fantastisch. Fast wieder ewige Frühling. Ach, und diese wunderbaren Blumen. Die Blumen, die sind doch gar nichts. Die verblassen doch alle gegen deine Schönheit. Wunderbar. Das ist recht, wenn's dir gefällt, meine liebe Schwiegermama, gell? Aber jetzt soll sie erst einmal meine Familie kennenlernen. Meine Tochter Betty. Und das ist mein süßes, kleines Engerli. Ja, was sagst du? Hat's der Dreh verschlagen? Ja, also sag doch was. Herzlich willkommen, Liebe. Mama. Ach, Betty, ich freue mich. Ist es ein schönes Gefühl, wenn man plötzlich so eine hübsche, erwachsene Tochter bekommt? Ja, und da steht die Perle. Eine Frau, was sage ich denn? Eine wahre Perlmutter, wie sie nur einmal gibt. Meine liebe Betty, ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört, aber Ihre Erscheinung übertrifft ja noch alles. Ja, ja. Also, ich freue mich wahnsinnig, Sie endlich einmal kennenzulernen. Ihr werdet euch sicher alle sehr gut verstehen. Ah, davon bin ich überzeugt, gell? Ja, meine Schwester, die Barbara, die habt ihr bereits kennengelernt, bitte. Ja, freut mich sehr. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Es gibt ja noch so viel zum Tun. Betty, hilf mir. Ja, bitte, nehmt doch Platz. Fühlt euch wie zu Hause, bitte schön, nehmt Platz. Natürlich, ja. Maximilian, mein alter Freund. Rigobert! Altes Haus! Mensch, schön, dass du schnell gekommen bist. Das ist doch selbstverständlich. Du, gerade ist meine Braut eingetroffen. Darf ich vorstellen, ein alter Freund, Regierungsrat Rigobert Bayerl-Kurreiter. Ja, sagen wir einfach nur Rigobert, ja? Frau Anna Helminghauser. Meinen herzlichsten Glückwunsch. Ich freue mich, die Braut unseres Maximilians kennenzulernen. Nein, halt. Nein. Hey, du bist falsch. Nein, das ist meine Schwiegermutter. Nein, das ist meine Braut. Soll das vielleicht ein guter Witz sein? Das ist kein Witz.
Das ist die schönste Wahrheit meines Lebens. Maximilian, du willst mir doch nicht weismachen, dass diese junge, hübsche Dame meine Braut ist. Ja, da gibt's gar nichts zu lachen, das stimmt schon. Das ist mein Bräutigam. Gell, Maxi? Ja, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung. Ich dachte bloß, ja, weil Maximilian immer solche Späße macht. Ja, was ja unter guten Freunden oft passiert. Donnerwetter, da kann man nur gratulieren. Ja, dem Mutigen gehört die Welt. Er ist mehr als mutig. Er ist ein wahrer Held. Aber bitte, Kind, das interessiert doch den Rigobert nicht. Okay, nur keine falsche Bescheidenheit, Maxi. Und durch eine Heldentat hat er mein Herz erobert. Na, bitte, nimm Platz. Das ist doch alles nicht so wichtig. Ich bitte dich. Doch, das interessiert mich sehr. Er hat mir das Leben gerettet. Ja, und sein eigenes Leben hat er dabei aufs Spiel gesetzt. Donnerwetter. Und du hast uns kein Wort davon gesagt. Aber Kinder, ihr wisst doch, dass ich kein Sprücheklopfer bin. Wegen einer Sache, die doch eine Selbstverständlichkeit ist. Oh, nein, Maximilian. Nur keine falsche Bescheidenheit, gell? Ehre, wem Ehre gebührt. So, ich wollte jetzt bloß sagen, dass das Gepäck sicher auf dem Zimmer ist. Dankeschön. Ja, und diese nette Dame Ist noch nicht auf dem Zimmer. Kommt nach. Dann ist recht. Lorenz, bleib gleich da, für den Fall, dass wir noch was brauchen. Weißt du, gell? Ja, wir wollen uns dann doch ein bisschen frisch machen. Selbstverständlich. Barbara, ihr bringt doch bitte die beiden Damen auf ihre Zimmer, ja? Freilich gern. So. Bitte schön, da geht's lang. Ja, Dankeschön. Geht's doch gerne auf, bitte, ja. Was sagst du dem Hasel, ha? Ich bin sprachlos. Ja, aber jetzt darf mich schon interessieren, wo du dieses Hasel her hast. Du weißt doch, was ich muss, ja. Alles der Reihe nach, werde ich alles ganz genau erzählen, aber Lorenz, hol zuerst einmal eine Flasche Wein, da redst du es leicht. Ne? Ja, mit dem größten Vergnügen, gell? Ah, du, bloß eine. Ja, komm jetzt nicht über zu mir, du alter Blindgänger, du. Also, wenn du die bekommst, Maximilian, dann bist du dran. Was heißt du bekommst? Die habe ich bereits. So ganz nebenbei bemerkt, alter Freund, du hast aber auch eine ganz reizende Schwester. Ja, du hast recht. Die kann einen ganz schön reizen, ja. Du sagst es. Ich finde sie bezaubernd. Hey, jetzt machst aber du einen guten Witz, oder? Nein, kein Witz. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich kam, sah und siegte. Ich glaube, ich komme da in die Familie. Sag einmal, und Sie? Was sagten Sie? Ist Sie damit einverstanden? Naja, so weit sind wir nun auch wieder nicht. Aber die Sterne stehen gut. Rigobert, Rigobert, bedenk doch einmal das Alter. Na bitte. Das spielt doch gar keine Rolle. Ich mache es eben dir nach. So, also bei diesen guten Tropfen können wir bloß gute Gedanken kommen. Ja, dann schenk doch gleich, gell? Ja, freilich, das mache ich. Über den Fall, da reden wir halt später noch einmal miteinander. Selbstverständlich, wir haben ja noch Zeit, gell? So. Also, Freunde, dann trinken wir mal auf die holde Weiblichkeit. Auf dass es keine Enttäuschung gibt. Mit unseren Engelchen doch nicht. Das Geld ist am schnellsten beim Teufel, wenn man einen Engel kennenlernt. Okay, du alter Schwarze, du. Auf unseren Helden und Lebensretter. Jawohl. Prost. Prost. Er lebe und rette weiter. Ja, komm, nicht der Rede wert. Doch, das ist der Rede wert. Ach Gott sei doch nicht so bescheiden, alter Freund. Helden müssen reden, damit sie recht viele Nachahmer ermutigen. Also gut, damit es Ruhe gibt und wenn Sie schon unbedingt wissen wollt, aber Moment, ich muss erst ein bisschen absichern, weißt du? Ich möchte nicht, dass jemand mithört. Ja, aber geht's, machst du nicht so feierlich, das kann doch ja jeder hören. Eben nicht. Also passt auf, ihr seid meine Freunde. Die Geschichte war so. Bei meinem letzten Urlaub am Jägersee, da habe ich meine Braut und ihre Schwiegermutter, meine, kennengelernt, nicht? Wir haben zufällig im gleichen Hotel gewohnt und ich war vom ersten Blick an in das Mädel verliebt. Tja, und Sie? Naja, sie war anfangs sehr nett zu mir, aber ich habe eher so das Gefühl gehabt, als täte sie sich ein bisschen lustig machen über mich. Ja, du, und wie ist es dann zu dieser großen Liebe gekommen? Also, werde ich euch alles genau erzählen. Also das war so, ich bin am See beim Angeln gesessen und sie hat eine Bootspartie gemacht, nicht? Aha. In dem Moment, wo bei mir ein Fisch anbeißt, höre ich einen Schrei. Schauen aus aufs Wasser
und sieht, wie das Mädel von dem kenterten Boot ins Wasser fällt, untergeht und nicht mehr auftaucht. Das ist ja furchtbar. Ja, und du bist natürlich gleich losgeschwommen und hast es gerettet. Da bist du deppert, ich kann doch nicht schwimmen. Nein. Zufällig war ein Holzgecht in der Nähe. Den hab ich gerufen, hab dem die ganze Situation geschildert, hab ihm 100 € in die Hand gedruckt. Der stürzt sich sofort in den See und rettet dieses Mädel, zieht's ans Ufer und legt mir dieses bewusstlose Mädel in den Schoß und sagt, da haben sie einen Dächterl wieder. Und weg war er. Das ist ein Wink des Schicksals. Ja, du, und wie ist dann weitergegangen? Ich hab sofort mit der Mund-zu-Mund-Beatmung angefangen, verstehst du? Plötzlich schlagt dieses Mädel die Augen auf, schlingt ihre Arme um meinen Hals und haucht mir ins Ohr. Oh, mein Retter, ich will die Ihre sein. Das war also deine ganze Heldentat? Da unter uns. Ja, das ist doch klar. Und du hast es natürlich gleich in den Glauben lassen. Ja, was hätte ich denn anders machen sollen? Tagelang habe ich von ihr geträumt und plötzlich ist dieser Traum Wirklichkeit geworden. Die ich anbete, liegt in meinen Armen und küsst mich. Ja, hätte ich vielleicht sagen sollen, Fräulein, heut, hören Sie auf, ich war das nicht. Hättet ihr das vielleicht gemacht? Nein. Also nicht um alles in der Welt. Ja, also. Naja, das Weitere könnt ihr ja denken, nicht? Du, sie verehren mich und ihre Mutter betet mich an. Ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, du bist ja der reinste Glückspilz. Ja, Freunde, so macht man das. Also darauf leeren wir unsere Gläser. Auch als Nichtschwimmer kann man Ertrinkende retten. Prost! Ich bin gleich wieder da. Ich hol den Champagner. Oh, Störner. Aber ganz im Gegenteil, Papa, ich habe ja gerade erst von der Annabelle erfahren, was du für ein Held bist. Oh. Warum hast du nie was davon erzählt? Ich mach doch keine Sprüche wegen so Selbstverständlichkeiten. Du sollst nicht immer dein Licht unter den Scheffel stellen. Sicher haben deine Freunde bis heute noch gar nicht gewusst, was du für ein mutiger Mann bist. Doch, eben haben wir das erfahren. Ja, aber in seiner Bescheidenheit hat er ihnen bestimmt einiges verschwiegen. Nein, da tun Sie ihm Unrecht. Ja, dieses Mal hat uns die volle Wahrheit gesagt. Und jetzt trinken wir auf den Maximilian, unseren Lebensretter. Maximilian, du bist der Mann. Und du wirst staunen, was dir für eine Ehre für deine Heldentat zuteil wird. Da schau her, Maximilian. Da ist der Lohn für deine mutige Tat. Was ist denn das? Die goldene Rettungsmedaille. Die hast du dir wahrlich verdient. Also, wir gratulieren! Kinder, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Das kann ich doch gar nicht annehmen. Und ob du das annehmen kannst? Ja, so wie du diese Medaille errungen hast. Ja, also das muss dir erst einmal einer nachmachen. Papa, ich bin stolz auf dich. Ja, wer hätte das gedacht, was so alles in dir steckt? So, aber jetzt müssen wir die Heldentafel fertig decken. Betty, hilf mir. Ja, da kommen wir natürlich selbstverständlich. Ja, freilich. Vielleicht können wir ja irgendwas Gleich, mein Goldschatz. Mach's doch nicht so blöd. Ich darf gar nicht dran denken, was aus der Geschichte alles entstehen kann. Gar nichts, das ist ein Schmarrn. Jetzt macht er doch nicht selber Angst. Außer uns drei weiß doch keiner den wahren Sachverhalt. Und wir verraten nichts. Habt ihr eigentlich recht, gell? Was kann mir schon passieren? Nach der Hochzeit gerät kein Hahn mehr nach der Geschichte. Wenn die Hennen nicht gackern. Zwei schneeweiße Deiberl, ein Mandal und ein Weiberl, müssen gern einander haben, weil sie nicht zusammendrung. Wahnsinnig. Ich werde noch wahnsinnig. Das passt doch hinten und vorne nicht. Barbara!
Das ist doch voll zing. Barbara! Was schreist denn so? Ich brauche ein anderes Hemd. Das ist beim Waschen eingegangen. Mit Zeit Pass halt auf! Was hat er denn schon wieder? Ja, das Gleiche wie du. Heiratsnarrisch ist er. Genauso wie du. Du alte Krähe. Sag einmal, spinnst du? Ich und heiratsnarrisch. Wer sollte denn so einen Blödsinn? Und eine alte Krähe bin ich noch lang nicht. Schau einmal du in den Spiegel rein, na siehst, was da für verwittertes Jahrhundert rausschaut. Du pass einmal auf. Mit dem Regierungsrat nehme ich selber noch auf, gell? Und was kräftemäßig angeht, hau ich den gewamperten Alben noch ungespitzt den Boden rein. Was willst du denn mit dem Regierungsrat? Ich nix. Aber du bist ja scheinbar verknallt in ihm wie eine 17-Jährige. Also jetzt schlagt's aber 13. Ja, sag einmal, spinnst du? Wer erzählt dir denn so einen Schmarrn? Jetzt tu doch nicht so. Der Max hat mir alles erzählt. Der Regierungsrat will dich nämlich heiraten, ja? Ich weiß alles. Ich glaub, bei dir fehlt's ein bisschen. Was? Aber bitte, wenn's meinst, dass mich der Herr Regierungsrat heiraten will, eine schlechte Partie war da keine. Du, sag einmal, Barbara, denkst du gar nicht mehr an das Versprechen, das du mir genau heute vor 10 Jahren gegeben hast? Was für ein Versprechen? Ich versprich mir oft. Und was soll denn das damals gewesen sein? In 10 Jahren hast du gesagt. Wenn ich dich wieder frag, dann gibst du mir dein Ja-Wort. Du hast mich aber nicht gefragt. Und jetzt ist es zu spät. Frau Regierungsrat, das klingt ja viel besser als wir Frau Hausmeister. Naja, und wer weiß, vielleicht wird er ja noch mehr bei seiner Begabung. Kennst du schon so gut, hä? Barbara! Er schafft Zeit, ich brauche ein anderes Hemd. Ja, dann zieh halt eins an. Ja, dann bringen wir heute eins. Mein Gott. Ohne uns Frauen darf's ihr Männer nackert basteln. Hast du schon was gesagt vom Rigobert, seine Heiratsabsichten? Ja. Ich weiß alles ganz genau. Ja, schau, in Ihrem Alter ist doch eine Heirat die beste Lebensversicherung. Je später man in diese Versicherung eintritt, umso teurer wird sie. Der Rigobert, der hat doch ein Geld. Ja, aber sonst hat er nichts. Ja. Die ganze Liebe ist ein Jammer. Wie bringe ich das Weib in meine Kammer? Also du bist bei heute gerade noch abgegangen. Dann ist ja gut, wenn du schon auf mich gewartet hast. Da schau her, kriegst du auch Streichsal. Was willst du denn mit dem Zeigel? Ich heirate ja nicht. Das weiß ich. Wer will denn die schon? Wollen tun mich viele, kriegen tut mich keine. Wer so glaubt, außer dir? Sag einmal. Aufs Anziehen hast du heute scheinbar ganz vergessen, hä? Du kommst ja fast in der Unterwäsche daher. Ausziehen zieht eben an bei reiferen Männern. Und du meinst, dass der schon reif ist, hä? Gell, der ist doch viel zu alt für die. Das macht doch nichts. Beim Alten ist man gut gehalten. Du passt nie in den seine Umgebung. Aus dir wird nie eine Frau Regierungsrat. Sag das nicht. Die Umgebung beeinflusst den Menschen und macht ihn zu dem, was er sein soll. Aha, und das glaubst du? Du, ich hab einmal einen Kind, der hat 12 Jahre lang ein Milchauto gefahren und ist dann doch an Alkoholvergiftung gestorben. Da kommt er schon, dein narischer Gockel. Was hat er jetzt gesagt? Nix, der hat nur laut dingt. Ach, welch ein Glück, Sie wiederzusehen. Sie kommen grad recht her. Oh, ich kann mir Namen so schlecht merken. Sagen Sie doch ganz einfach Rigoberta, ja, oder Berti zu mir. Also gut. Was bekomme ich denn da Schönes? Ein Hochzeitsstreifen. Ich habe heute Nacht von Ihnen geträumt. Oh, schade, dass ich nicht dabei war. Ach, das wäre schön gewesen. Ja, das finde ich auch. Herr Berti, wenn ich so sagen darf. Ja, aber selbstverständlich. Lassen wir doch das Herr auch weg.
Und Sie sagen ganz einfach Berti zu mir. Ach, du. Berti! Dann lassen wir aber auch das Fräulein weg. Und sagen einfach du zueinander. Ach, ich bin der glücklichste Mensch. Der zweitglücklichste. Der glücklichste bin ich. Das ist ja noch schöner. Jetzt kann ich den Maximilian noch besser verstehen. Stimmt was nicht? Doch, doch. Berti? Doch, ich bin entzückt. Verrückt nennt man das, Herr Regierungsrat. Was machst denn du schon wieder da? Ich wollte nur die Hochzeitsstreichsal bringen. Bin schon wieder weg. Ja. Oh, auf Wiedersehen. Das überrascht mich aber jetzt schon. Das mag ich gar nicht. Entweder eine oder keine. Bigamie kommt bei mir nicht in Frage. Wie bitte? Habe ich was falsch gemacht? Ja, das fragen Sie noch. Die Sache habe ich mir anders vorgestellt. Welche Sache? Ich verstehe nicht. Ja, ich auch nicht. Ich sage Ihnen nur das eine, Herr Regierungsrat. Schlagen Sie sich die Sache aus dem Kopf. Danke, das war's. Also, das verstehe ich jetzt, wer kann. Also Betty, was ich dir unbedingt noch sagen wollte... Ah, Rigobert, und? Seid schon zusammengekommen? Nein, auseinander. Ich verstehe die Person einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht, was sie will. Was wollt's mir denn da unbedingt sagen, Papa? Ja, also pass auf, Betty. Wenn ich jetzt von meiner Hochzeitsreise zurückkomme, dann werde ich mich sehr und ganz intensiv um meine junge Frau kümmern müssen. Das ist doch klar, Papa. Ja, schön, dass du das einsiehst. Warte, das mache ich lieber selber. Immerhin werd's ja schließlich jetzt dann deine Stiefmutter, nicht? Aber ich werde dich nicht vernachlässigen und ich werde dir demnächst einen passenden Mann raussuchen. Das ist aber nett von dir, Papa. Aber diese Mühe kannst du sparen. Den passenden Mann finde ich gewiss selber. Um mich brauchst du keine Sorgen machen. Ich bleib gewiss in dem Nest sitzen. Hast du vielleicht schon? Na, das nicht. Aber das kann oft ganz schnell und plötzlich kommen. Und wenn einmal einer kommt, brauchst du nichts anderes als Ja sagen, dein Segen geben und mit der Mitgift rausrichten. Ja, aber das hört sich wirklich an, wie wenn es vielleicht bei dir schon bald so weit wäre. Na, nun nicht. Aber dann weißt Bescheid. Das ist recht. Du weißt doch, für dich war ich der Hals, mein Schatz, gell? Maximilian? Ja? Augen zu. Augen auf. Oh! Mein Engel steht vor mir. Wir wären soweit. Ich auch. Maximilian, die Annabelle und ich, wir haben gerade darüber gesprochen, wie wär's denn, wenn ihr zwei eure Hochzeitsreise vielleicht doch an den Rettungsort am Jägersee machen würdet? Nein! Oh, eine ganz tolle Idee. Nicht. Nein, um Gottes Willen. Da bringen mich keine 10 Pferde mehr hin. Um Gottes Willen. Die Erinnerung ist viel zu schrecklich. Ich sehe dich immer noch vor mir, hilflos im Wasser treiben. Du um Hilfe rufen und ich mit den Wellen kämpfen. Ich darf gar nicht dran denken, wenn du dich nicht so waghalsig in die reißenden Fluten stürzt. Oh, der See war reißend. Maxi, das kann ich nie wieder gut machen. Da red doch nicht wegen so einer Kleinigkeit. Bitte. Immer wieder habe ich meinen Kopf zerbrochen. Aber bis zu dem Moment, wo ich in deinen Armen aufgewacht bin, fehlt mir einfach jede Erinnerung. Ja, Gott sei Dank. Was sagst du? Ich mein, Gott sei Dank, dass alles so gut ausgegangen ist, gell? Aber jetzt schauen wir nicht mehr zurück. Jetzt wird geheiratet. Ach, ich freue mich, dass du glücklich bist. Mein Lebensretter. Ja, aber ich hoffe, dass du in mir nicht nur den Lebensretter, sondern auch den begehrenswerten Mann siehst, nicht? Meine Schönheit ist zwar schon ein bisschen verblasst, gell, aber... Okay, jetzt unterschätzt dich aber nicht. Deine innere Schönheit überstrahlt alles. Ach so? Ja. Dann soll ich mir vielleicht eine Röntgenaufnahme machen lassen von mir. Meine innere Schönheit bewundern zu können, ja? Also heute kann man mit ihm kein ernsthaftes Wort reden. Nein, heute seien wir nicht ernst, heute seien wir nur lustig und fröhlich. Ja? Jawohl, das sage ich auch. Ja, aber Maximilian, eigentlich hätte ich mit dir noch was zu besprechen. Die bitte. Ja, du, aber deine Rettungsmedaille, die sollst du aber heute unbedingt tragen. Ja. Ja, das finde ich auch. Ich bin doch nicht der Typ, der mit solchen Sachen protzt. Aber geh, Maxi. Na gut, wenn du das willst, dann werden wir später umhängen, gell? Ja, gut, jetzt kommt's, Kinder, lasst mich mit ihm allein. Ach so, ja, komm, bitte, geh mal ein bisschen hinaus. Ja, Mama. Bitte, Schwiegermama, nimm Platz. Meine
Was hast du mit mir zu bereden? Ja, also Maximilian, Ja? du weißt doch, die Annabella, die war doch schon einmal verlobt, gell? Weiß ich, mit dem Musiker, mit dem Pianisten, mit dem Horst Bergmann. Genau. Ich habe ihn kennengelernt. Ja. Ein sehr netter, sympathischer Mann. Ja. Ich habe ihn zur Hochzeit eingeladen. Was, du hast ihn zur Hochzeit eingeladen? Ja. Ja, meinst du, dass das gut ist? Ja, warum denn nicht? Ist ein ganz moderner, lässiger Typ. Du, der kann mir gleich aufspielen zur Hochzeit. Ich wünsche mir von ihm Ballade pur Adeline. Maximilian, ich weiß nicht, du musst doch bedenken, dass sich die beiden aus voller Zuneigung verlobt haben. Und so eine Zuneigung, die vergeht nicht einfach so von heute auf morgen. Außerdem ist er Musiker. Und Musiker sind wahnsinnig sensibel. Du musst also unbedingt noch Verständnis und Geduld für die beiden aufbringen, gell? Hab ich, Mamachen. Mach dir nicht die geringsten Sorgen. Ich werde sie auf Händen tragen und dir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Danke, Maximilian. Bitte. Mach's glücklich, meine Annabella. Das ist mein innigster Wunsch. Nicht weinen, Schwiegermama. Ist noch zu früh. Nicht weinen. Noch nicht. Verzeihen Sie bitte, Fräulein Betty. Ja. Verzeihen Sie, dass ich Sie schon wieder störe. Sie stören überhaupt nicht, Herr Freund. Ich freue mich, dass Sie wieder Kummer sind. Wirklich? Ich habe gehört, dass es heute ein Hochzeitsfest gibt. Ja, aber da ist nur Überstundenzeit. Sie sind schon so festlich gekleidet, dass man beinahe annehmen könnte, dass Sie selbst die Braut sind. Ach, es muss doch ein herrliches Gefühl sein, wenn sich zwei Geschöpfe, die füreinander bestimmt sind, die Hände reichen und am Ziel ihrer Wünsche einander gehören. Aha. Oh, ja, habe ich jetzt etwas Dummes gesagt? Na, ich weiß bloß nicht. Bezieht sie das jetzt auf die Heirat von meinem Vater? Oder meinen Sie unsere Hunde? Es bezieht sich natürlich auf die heutige Festlichkeit, aber Sie haben ganz recht, Fräulein Betty. Ich habe Ihnen ja noch gar nicht den Grund meines Hierseins gesagt. Ich hätte gerne mit Ihrem Herrn Papa über besagte Sache gesprochen. Ah ja, dann hol ihn gleich. Papa? Was ist los? Was ist los? Da bist du. Ja. Papa, darf ich dir den Herrn Erich Freund vorstellen? Ja, grüße Gott, was gibt's? Der Herr Freund hat mit dir was zum Reden. Ja, was denn? Das wird er das selber sagen. So. Also dann, auf Wiedersehen, Herr Freund. Auf Wiedersehen, verehrtes Fräulein Betty. Ja, was gibt's denn, Herr Freund? Zuerst meinen herzlichsten Glückwunsch zu Ihrer bevorstehenden Vermählung. Oh, danke. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Ja, ich habe gehört, dass Sie verreisen wollen, und da wollte ich die Angelegenheit nicht mehr zu lang hinauszögern. Ja, pressiert's denn schon so? Meinerseits schon. Ich habe bereits mit Ihrem Fräulein Tochter über diese Angelegenheit gesprochen und habe ihre Zustimmung gefunden. Ah, das freut mich aber. Ach, der ist es bestimmt, ja. Ich darf daher annehmen, dass auch Sie, Herr Brauer, Ihr Einverständnis geben werden. Mein Lieber, Sie greifen aber ganz schön an, muss ich sagen. Also deshalb bitte nehmen Sie Platz. Ich meine, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Ich meine, sagen Sie, meine Tochter, was sagt denn die dazu? Ist die damit einverstanden? Da bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir völlig einig mit ihr. Also da bin ich jetzt wirklich überrascht. Hat sie Ihnen denn gar nichts davon gesagt? Ach doch, jetzt fällt's mir ein. Sie hat da so eine Andeutung gemacht. Ja, natürlich. Dann wissen Sie also, worum es geht. Ja, natürlich. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich ein bisschen begriffsstützig bin, oder was? Nein, bin im Bilde. Und was sagen Sie dazu? Naja, wenn sich meine Tochter mal was in den Kopf setzt, dann kann man da nicht mehr viel ändern. Außerdem machen Sie einen sehr sympathischen, seriösen Eindruck. Ja, dann kann ich da wohl nicht Nein sagen. Herr Brauer, Sie machen mich glücklich. Bitte. Ja, und was die Reinheit der Rasse angeht, so können Sie gänzlich unbesorgt sein. Da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Nein. Die Mutter war die berühmte Sissi von der Weidenburg. Was Sie nicht sagen. Das scheint ja uralter Adel zu sein. Und deren Mutter war die berühmte Cassie vom Prinzenhof. Das wird ja immer besser. Ja. Also dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiederschauen. Herr Freund, Moment. Nehmen Sie doch mal einen Augenblick Platz noch.
Ich hätte eine Frage, bei so Entscheidungen üblicherweise mit dazugehört. Wie schaut's denn damit aus? Ach ja, also diesbezüglich möchte ich keinesfalls kleinlich sein. Ich bin gerne bereit, jeden Betrag zu zahlen. Ja, das ist ja großartig, Herr Freund. Sie gefallen mir immer besser, bitteschön. Sie mir auch, Herr Brauer, Sie mir auch. Allerdings, die Jungen gehören alle mir. Selbstverständlich. Die will ich Ihnen doch nicht wegnehmen. Sie sind gut, aber bitteschön. Aber Sie, da denken Sie aber schon sehr früh dran, nicht wahr? Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja, aber Sie können doch jetzt noch nicht wissen, dass es gleich mehrere werden, oder? Ja, warum nicht? Ja, also mit Drillingen oder Vierlingen rechne ich ganz sicher. Was? Naja, na gut, mir soll es recht sein. Aber ich darf doch die Kleinen dann recht oft besuchen, oder? Aber gerne. Wenn die so anfangen, im Zimmer rumzukrabbeln. Ja. Da freue ich mich heute schon drauf, ja. So goldig mit ihren langen Öhrchen und den krummen Beinchen. Ich verstehe jetzt nicht ganz. Sie sagen einmal, warum müssen die unbedingt lange Ohren und krumme Haxeln haben? Das ist doch das Schöne an dieser Rasse. Ja. Na, also, ich finde, das ist Ansichtssache, aber ja gut, ich meine, mir soll es recht sein. Auf alle Fälle werde ich Sie oft besuchen und die Kleinen dann immer auf den Schoß nehmen. Also davon möchte ich Ihnen abraten, solange die nicht stubenrein sind. Ja, das verstehe ich jetzt nicht ganz, aber jetzt müssten Sie mich leider entschuldigen, es wird langsam Zeit, ja. Wir sind uns also einig. Ja, selbstverständlich, Herr Freund, nicht wahr? Ich meine, ein Mann, ein Wort. Meinen Segen haben Sie. Wunderbar. Passen Sie auf, nachdem Sie jetzt quasi zur Familie gehören, da lade ich Sie gleich heute zu meiner Hochzeit ein. Ja, die Betty wird sicher eine Riesenfreude haben. Ja, meinen Sie? Ja, ganz bestimmt. Wiederschauen. Auf Wiedersehen, Herr Brauer. Bis später, ja. Halt! Na, hallo, so geht's aus. Netter Kerl. Ja, und da sagt mir das Mädel keinen Ton davon. Nein, da ist er ja. Da, ein Eilbrief für die. Was, ein Eilbrief? Ja. Oh, vom Jägersee. Du liebe Zeit, der ist von dem Holzgecht, vom Hackelschlager. Na, was will denn der? Keine Ahnung, da lies einmal selber. Ach du liebe Zeit. Sehr geehrter Herr Brauer, Sie werden sich sicher noch an mich erinnern, weil ich bin der Ihnen Ihre Tochter aus dem Jägersee gezogen hat. Ja, auwe. Ja, das ist ja der. Wie ist denn der zu meiner Adresse gekommen? Diese Schrift, schau mal, dieses Deutsch. Wegen der Geschichte muss ich zu Ihnen kommen und wegen der großen Gemeinheit, die wo mir passiert ist, mit Ihnen reden. Was? Der Lump, der wo mich beschissen hat, der soll einen Anton Hackelschlager kennenlernen. Den werd ich umeinander lassen, dass sie am Leben verzaget. Ach du liebe Zeit. Kennst du dich da aus? Ja, und ob ich mich auskenne und ob. Dieser Brief, der kann Schicksal spielen, der kann mich unmöglich machen, der kann mich vernichten, der kann alles. Max, du musst das Ruhe bewahren. Ruhe bewahren. Wie kann ich denn Ruhe bewahren, wenn mir dieser Kerl im Nacken sitzt? Wenn meine Braut erfährt, dass er der Lebensretter ist, dann kann ich die Hochzeit vergessen. Der kann mich unmöglich machen. Der Kerl, der kann jeden Augenblick da sein. Ja, was mach ich denn bloß? Maximilian, nur Ruhe bewahren. Ja, was ist denn das für eine Gemeinheit, die man in Odo hat? Da fragst du noch. Der weiß alles. Glaubst du? Ja, natürlich, das liegt doch auf der Hand. Er hat ja recht, das war eine Gemeinheit von mir. Jetzt kommt die Strafe. Ja, gar nichts kommt. Jetzt hör mal mit deiner Schwarzmalerei auf. Schau, in einer Stunde bist du verheiratet, dann fährst du mit deiner Braut in die Flitterwochen und der Fall ist erledigt. Ja, wenn er aber doch kommt. Ach, Maximilian, nur keine Angst. Was kann der schon von dir wollen? Na, notfalls Geld. Geld kann er haben. Na, also bist du jetzt beruhigt. Ja, noch nicht ganz, mein Lieber. Nein, mir steht der Angstschweiß auf der Stirn, mein Lieber. So, das ist ja furchtbar.
überhaupt daher? Ich bin unterwegs zu einem Klavierkonzert in der Gegend. Und da wollte ich vorher noch einmal mit dir reden. Oh, mein Gott, warum machst du mir's denn so schwer? Weil ich das einfach nicht kapiere, dass du unsere Verlobung auflöst und so einen alten Fuzzi, Entschuldigung, heiraten willst, der dein Vater sein könnte. Aber du kennst doch die Umstände. Umstände? Annabella, willst du es dir nicht doch noch überlegen? Ich kann nicht anders. Es tut mir leid, Horst. Mach's gut. Du auch. Du auch. Tja, jetzt muss ich mich endlich fertig machen. Oh, Sie sind schon da? Sie wissen, wer ich bin? Ja, aber natürlich. Sie sind doch der tapfere Bursch vom Jägersee. Dieser Anton Hackelschlager oder so, nicht? Ja, und heute im Sonntagsstaat. Entschuldigung, wer soll ich sein? Mein Freund Brauer. Hab mir doch alles ganz genau erzählt. Ja, wie Sie damals unter eigener Lebensgefahr seine Braut aus dem Jägersee gerettet haben und Sie ihm dann in die Arme gelegt haben. Ja, denn er kann doch gar nicht schwimmen. Was? Aber das ist doch nicht möglich. Doch, wenn ich das sage, dann stimmt das schon. Das darf aber niemand erfahren. Ja, denn wenn seine Braut eine Ahnung hätte, dann hätte sie ihn ja gar nicht genommen, nicht? Und wenn Ihr Ehemaliger das erfahren würde, dann ging ja jetzt noch alles in die Brüche. Ach so. Sie, das dürfen Sie ihm aber nicht erzählen. Oh mein Gott, ich werde mich hüten. Also, da Sie nun alles wissen, was auf dem Spiel steht, da bitte ich Sie doch, Ihrer Wege zu gehen, ja? Ja, ich gehe. Aber diesem Herrn werde ich einen sauberen Strich durch die Rechnung machen. Dieser Schwindel kommt ihm teuer zu stehen. Auf Wiedersehen. Was hat er denn auf einmal? Also, das habe ich was Falsches gesagt? Maximilian! Lorenz, Maximilian, Was schreist du denn so? Ist was passiert? Denkt euch. Was? Ja, eben war der da. Wer? Ja, der Beilhacker. Wer? Der Hackenschlager. Nein! Um Gottes Willen, ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt, es soll nicht sein. Hoffentlich hat euch niemand gesehen. Nein, ich habe ihm gleich gut zugeredet. Ja. Zuerst war der auch ganz gemütlich. Aber plötzlich fängt er an zu schreien, brüllt los und sagt, er werde wiederkommen und dann sollst du ihn kennenlernen. Ich hab's geahnt, es gibt eine Katastrophe. Dann hat er noch gedroht, die Sache wird dir teuer zu stehen kommen. Ja, aber entschuldigt, ich muss mich jetzt wirklich fertig machen. Na ja, na also, Max, schau, ein Geld will er halt haben. Geld, Lorenz, Geld ist das wenigste. Geld kann er haben, aber sonst... Ja, Jetzt geh heute rein da. Lass mal Ruhe. Okay, das war ja noch gar nicht recht, wenn ich jetzt aufhören darf, ha? Bei solchen Kurven, da kann ich mich halt gar nicht bremsen. Jetzt lass mich in Ruhe, du gescherter Lackel. Okay, die Wahrheit werden wir da wohl noch sagen dürfen. Du wartest jetzt da. Ich hol den Herrn Brauer. Bleib da, allein fürchte ich mich sonst. So schaust du aus. Wer bist denn du überhaupt? Ich bin der Anton. Aber nicht der aus Tirol, sondern der vom Jägersee. Und sind da alle Burschen so aufdringlich? Aufdringlich? Geliebt nennt man doch das. Madel, du gefällst mir. Weißt du, der Kammerfinster? Ach, Kammerfinster, so ein Schmarrn. Also bei uns geht man bei der Haustierei. Ist doch aber ein schöner Brauch, hä? Mit dem Puzzeln fangt's an. Warte mal, ich sag das. Also jetzt klang's aber. Na, jetzt fang ich erst an. Du bist vielleicht einer. Ja. Barbara! Jesus, da kommt wer. Oh, die gefällt mir vielleicht. Rassig, rassig. Und diese Kurve. Ist das nachher Barbara? Ui, der Wurzelsepp. Ja! Herr Brauer! Ja, das gibt's
gibt's ja nicht. Wer singe denn da? Mein alten Freund vom Jagersee, der Herr Hakelschlager. Ja, das ist aber nett, dass Sie mich einmal besuchen. Wie geht's Ihnen denn immer so? Hm? Danke, man ist zufrieden, ja. Komm ich umgelegen? Wo denken Sie hin? Schauen Sie her, die ganzen Blumen. Alles nur für Sie, alles nur wegen Ihrer. Ja, das ist recht, das freut mich, ja. Ja. Ich darf mich noch ein bisschen hinhocken, gell? Ja, bitte, bitte, natürlich. Fühlen Sie sich ganz wie daheim, gell? Vielleicht Cognac? Schnaps, Mama, lieber. Ach so, ja, bitte. Sagen Sie mal, mein lieber Hakelschlager, wie haben Sie eigentlich mein Name und meine Adresse herausgefunden? Ja, ganz einfach. Vom Portier, vom Hotel. Sagen Sie mal, Herr Brauer, wie geht's denn eigentlich einem Dichter? Mein Töchterl? Ja, die, wo ich damals aus dem See rausgefischt hab. Ach, der? Ja, dank der Nachfrage, der geht's wieder ausgezeichnet, ja. Bitte schön, Brüssel. Danke. Jetzt möchte ich aber schon gern wissen, was Sie zu mir führt. Ja, also, an dem Abend, an dem ich einer Dichter aus dem Wasser rausgezogen hab, bin ich natürlich gleich ins Wirtshaus und hab ein paar Runden aufmarschieren lassen, gell? Bis halt der 100er weg war. Ja, und dann stellen Sie einer vor, dann haben mich die Burschen ausgelacht, wie blöd ich war, weil ich für nur 100 € so ein fesches Madel aus dem Wasser rausgezogen hab. Was sagen Sie jetzt da dazu? Mit anderen Worten, Sie wollen jetzt eine Nachzahlung, oder? Sind Sie mit 1000 € einverstanden? Ja, das hört sich schon mal gut an, gell? Ja, und dann haben meine Späßeln zu mir gesagt, für so eine Rettungstat, da müsstet ihr eigentlich die Rettungsmedaille kriegen. Ja, und? Ja, also, ich hab ihn halt gleich mit unserem Bürgermeister in Verbindung gesetzt und der hat alles in die Wege geleitet. Ja. Und wissen Sie, was da rausgekommen ist? Keine Ahnung. Die Medaille, die hat schon ein anderer gekriegt. Nein. Hat doch so ein Lump, so ein elendiger, unrechtmäßig meine Medaille gekriegt. Was sagst du jetzt da dazu? Vielleicht, wisst ihr so, vielleicht tun Sie dem Menschen vielleicht Unrecht. Was sagst du? Ja, nimmst du die Lumpe vielleicht in den Schutz? Na, da regst du ja doch nicht auf, mein lieber Hakelschlager. Ja, da soll ich mich noch nicht aufregen. Ja, Herrschaftszeiten, wenn ich beim ganzen Dorf als Lumpbeidel da stehe, aber den Lumpen, den wenn ich erwisch, den schreiß in der Luft. Nein, nicht mich, bitte, mein Lieber. Massiv, Sie brauchen doch keine Angst haben vor mir, nein. Der Lump regt mich so auf, aber Einer tut ich nichts, nein. Ja, da bin ich schon froh, ja. Ja, jetzt sieh ich ja gerade, Sie sind ja angezogen, als würde eine Hochzeit. Ja. Wollen Sie am Ende heiraten? Ja, so ist es, aber ist nicht so wichtig. Nein. Aha. Gewiss habe ich mit recht viel Pfeffer, gell? Ja, Geld hat's auch, ja. Ja, wenn das so ist, dann kann man eigentlich die 1000 € noch ein bisschen aufstocken. Was? Ja, wissen Sie was? Geben Sie mir heute einfach 10.000 und wir sind weiter gute Freunde. So, mein Lieber, bescheiden sind Sie ja gerade nicht, gell? Aber gut, mir soll es recht sein. Ja, man geht halt mit der Zeit, wissen Sie schon. Die Preise, die steigen so rasant, dass man gar nicht mehr mitkommt. Ja, wem sagen Sie das? Ja, bitteschön. Da haben Sie einen Scheck, gell? Und jetzt? Immer über die Medaille. Was? Ist der schon dick? Na, jetzt hören Sie aber auf, gell? Ich frage bloß, was kommt heutzutage nicht alles vor, gell? Ja, lieber Hakelschlager, bitte, jetzt lassen Sie mich an. Nein, Sie gehen mit mir auf die Gemeinde und machen mir dann Zeugen, dass ich einer Tochter das Leben gerettet habe. Ja, die Medaille, die muss ich haben. Wir stehen jetzt uns da für meine Späßeln. Lieber Hakelschlager, die sollen es doch auch haben, aber jetzt lassen Sie mich einmal ganz kurz bitte heiraten. Ach so. Ja, also natürlich, die Freiheit, die will ich Ihnen nicht verderben, gell? Also, ich gehe dann, gell? Bitte, ja. Grüß Gott. Ja, Maxi, wo bleibst? Denn es ist höchste Zeit. Oh, jetzt ist passiert. Ja, da ist er ja natürlich dann, gell? Na, Sie irren sich. Ich bin seine Braut. Aber jetzt beeil dich, gell? Ja, ich komm gleich, Schatzilein. Stimmt das? Wie? Das ist einer Braut? Ja, ist meine Braut, ja. Das junge, fesche Mädel heiratet er? Jawohl. So einen alten Kracher? Na, jetzt aber, gell? Hallo. Da stimmt doch was nicht. Wieso? Warum haben sie mit in einer Braut nicht vorgestellt und haben ihr gesagt, dass ich der bin, der ihr das Leben gerettet hat? Aber jetzt hat er mich. Aber was sag ich denn bloß?
Dann sind Sie also mein selber, der Sie da als Lebensretter aufschwult. Jawohl, ich bin derjenige, welcher... Was? Hagelschlager, bitte, regen Sie nicht auf. Machen Sie doch nicht unglücklich um mich. Sie haben doch auch ein Herz in der Brust. Sie kriegen alles von mir, alles, was Sie wollen. Und die Medaille? Die gehört Ihnen, selbstverständlich. Die Medaille gehört Ihnen. Bitte, bitte, lieber Hagelschlager, schauen Sie her. Aber kein Wort mehr, danke? Bitte, niemand im Haus, bitte gehen es. Niemand im Haus. Niemand im Haus darf erfahren, wer der wirkliche Lebensretter ist, sonst bin ich blamiert bis auf die Knochen. Oh. Was? Oh, Herr Brauer, das, was Sie jetzt da von mir verlangen, was denn? Das geht für ihn einfach. Ja, wissen Sie, ich bin ein grundehrlicher und hochanständiger Mensch. Und schließlich haben Sie es ja mir zu verdanken, dass Sie dieses junge Mädel da jetzt heiraten. Und wenn ich da jetzt liegen sollte, oh, das kostet mich eine große Überwindung. Ja, gut. Und was kostet mich diese Überwindung? Ja, sagen wir halt, geben Sie mir einfach nur mal 10.000. Ja, und wir bleiben weiter gute Freund. Sie haben saubere Preise, mein Lieber. Gut, wie ist es recht, aber jetzt bitte, jetzt ist wirklich, jetzt ging es bitte. Jetzt geht. Habe ich die Ehre? Nein, nicht da raus. Ging es bitte in die Küche und bleiben Sie so lang drin, bis wir alle da heraus weg sind. Ja, ist schon so lang recht. drin, gell? Ist schon recht, Herr Brauer. Wunderbar. Jetzt können wir nichts mehr machen. Ausgezeichnet, jawohl. Es ist jetzt eine hübsche Zeit. Ja, also ich kann dich gar nicht verstehen. Du hast das scheinbar überhaupt nicht eilig. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich bin ja schon lang fertig. Ich warte doch bloß auf euch. Und das sagst du keinen Ton. Jetzt müssen wir aber wirklich gehen. Ja, lass uns gehen, meine liebe Mama. Moment. Ach, der Herr Bergmann. Sie gehen nirgendwo hin. Was? Ja, was willst denn du da? Den Weg zum Standesamt könnt ihr euch sparen. Was? Wenn die Braut erfährt, was ich ihr zu sagen habe, wird sie mit Sicherheit auf das Vergnügen verzichten. Ja, aber was willst du denn damit sagen, Horst? Dieser Herr da ist nämlich gar nicht dein Lebensretter. Jetzt mal auf, gell? Das ist ja unerhört. Das kann doch nicht sein. Doch, unser lieber Herr Brauer, der kann nämlich gar nicht schwimmen. Dein wirklicher Lebensretter ist ein Holzarbeiter vom Jägersee und heißt Anton Hackelschlager. Das kann doch nicht, das kann doch nicht möglich sein. Maximilian, ist das wirklich wahr? Kinder, Unsinn. Ich werde es euch gleich beweisen, wie Unrecht, das ihr mir tut, gell? Mein lieber Hackelschlager, komm jetzt doch einmal raus. Ja, Herr Brauer, Kommen Sie mal raus. gibt's nicht? Ah, Grüß Gott. Kinder, lieber Hackelschlager, das ist weg da. Sag's einmal völlig frei und ungezwungen. Wer hat der jungen Dame das Leben gerettet? Ja, Sie, Herr Brauer, wer nicht sonst? Also, na, wie stehe ich jetzt da? Genau wie vorher. Wahrscheinlich haben sie ihn bestochen. Herr Brauer, sollen uns mir das gefallen lassen? Na, wirklich nicht aufgehen. Ja, Herrschaftszeiten. Mehr. Ja, Herrschaftszeiten. Ja, was glauben denn Sie von mir, hä? Herr Brauer, halten Sie mich zurück, weil sonst passiert was. Jawohl, sonst passiert was. Kommen Sie doch her. Vor Ihnen habe ich keine Angst. Sie Waldschrat. Oh, die Kübiglein, Waldschrat. Da geh her, dann reiß ich dir deine Schillerlocken aus. Bitte, jetzt lass mich mit ihm reden. Herr Hackelschlager, von Ihnen allein wird's jetzt abhängen, ob ich mit dem Herrn Brauer aufs Standesamt gehe oder nicht. Weil nur dem Mann, der mir das Leben gerettet hat, soll meine Hand, mein Herz und mein Vermögen gehören. Ja, also wenn das ja so ist... Jetzt meine ich voll da um. Wissen Sie was, Herr Brauer? Betrachten Sie die 20.000 als Schmerzensgeld und ich nehme der Ehrlichkeit halber einer Braut. Aha, so geht das bei dem. Ja, so ein geschirrter Arme, ja. Da geh her zu mir, kriegst wenigstens was Gescheites für dein Vermögen. Das ist ja unerhört. Was? Was, das ist die Mama? Komm her, Schwiegermama, kriegst auch ein Puzzle. Hey, seid doch weg! Mama, komm, wir verlassen auf der Stelle dieses Haus. Liebling, Schwiegermama, bleib doch da. So, und das habe ich alles Ihnen zu verdanken. Sagen Sie mir, woher wissen Sie überhaupt das alles? Ja, von mir, mein Freund, von mir. Ja. Und wer ist er? Ich bin der Anton Hackelschlager, Holzfäller vom Jägersee. Ja, und wer sind dann Sie? Horst Bergmann,
der ehemalige Verlobte von seiner Braut. Oh Gott, was bin ich doch für ein Idiot. Ein Dreifacher. Schaut das so ein Holzgecht aus, ha? Ein altes Mandel, ein junges Weiberl, die kommen nicht zusammen, weil die Wahrheit rauskam. ja. Asserspießen. Asserspießen, nix gewesen. Und die war nicht gerade niedrig, gell? Hast du was anderes vorgestellt? Ja. Der alte, schwere Nöter und so eine junge Frau. Ja. Da lachen ja die Hähne. Ja, jetzt gehen wir her, Barbara. Ja? Nimm mir einmal das Gerätzeug da ab. Jetzt war ich her. Oh ja. Naja, das beste Geschäft hat die Jutta gemacht. Ja, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, mit den Blumen und die Gestecke. Und mit dem Regierungsrat. Naja, aber der frisst auch lieber ein frisches, junges Gras, als wie ein altes Tiers Hai. Meinst du damit? Hab ich nicht gesagt. Ja, aber gedacht. Bis du mal was kapierst. Naja, aber der Himmel ist immer blau, auch wenn die Maulwürfe blind sind. Meinst du da mich? Das hab ich nicht gesagt. Ja, aber denkt. Du mit deinem Nichtsagen und heimlich denken, du machst mich noch ganz verrückt. Ja, da brauchst du dich nicht hindern. Und überhaupt, der Regierungsrat, der kann an mir gestohlen bleiben. Der soll mit der Jutta so richtig reinfallen. Okay, jetzt auf einmal, hä? So, Lorenz, die 10 Jahre werden jetzt vorbei. Warum fragst du mich denn nicht? Ja, jetzt lassen wir halt auch 10... Was? Nochmal 10 Jahre willst du jetzt warten, bis du mir Anker gibst? Na, 10 Minuten wollte ich sagen. Dann... Was dann? Dann kannst du mich fragen. Oh. Was? Auge. Wo schaut's denn so? Habt ihr vielleicht noch nie eine geplatzte Hochzeit gesehen? Ich meine, eine geplatzte Hochzeit gesehen? Ja, Gemax, jetzt nimm's doch nicht so tragisch. Deswegen wird die Welt nicht untergehen. Aber heute Nacht war's bald untergegangen. Also, was in dem Haus alles passiert? Und was ist noch alles passiert? Heute Nacht. Ich bin gerade am Einschlafen, steigt doch dieser Anton beim Fenster rein. Naja, ich hab gleich das Licht gemacht und fort war er. Das Ding, Mann. Der wird nicht schlecht erschrocken sein, wo er die gesehen hat, mein Lieber. Alter Schmarrer, du. Na, was der bei alles daherredet, glaubst du das? Du, Barbara, warte. Da, nimm das Gerätzeug auch noch mit. Da geh her. So, da geh her. Ja, jetzt pass auf. Jesus, so, das geht schon, gell, Barbara? Natürlich. Ja. So, jetzt schau her. Mein Lieber, jetzt schaut's aus wie ein Verein. Du bist auch nicht schöner. Ja. Der Rigobert, mein Lieber. Der Rigobert, der soll mir heute bloß nicht mehr unterkommen. Okay. Der hat doch bloß die besten Absichten gehabt. So schaust du aus. Na, glaub mir's. Schau, und so ein junges Ding, das stellt doch Ansprüche. Die sind mir in unserem Alter doch nicht mehr gewachsen. Max, schau, die wollen reisen, schwimmen, tanzen und so weiter. Ja, vielleicht hast du recht, gell?
Naja, Reisen und Tanzen, das kann also noch schwimmen könnte noch lernen, aber das und so weiter. Nicht? Na also, schau. Und drum, vergiss die ganze Sache. Und schau, ein Mann in deinem Alter und so eine junge Frau. Na, da war ein älteres Mädchen, so um die 50. Wäre, also wenn du unbedingt noch heiraten willst, doch viel passender. Hä? Ja, mir hätte schon so passt, ja. Aber da kann man jetzt nichts mehr ändern. Ja. Schade, schade. Schade. Schade, ja. Guten Morgen, Papilein. Ja, ein schöner guten Morgen heute Morgen, ja, mein Lieber. Ach, du tust mir so leid, Papa. Aber es wird alles wieder gut. Wirst sehen. Gib der Kamir, ich will von der ganzen Sache nichts mehr hören heute. Was anderes, Betty, war eigentlich der Herr Freund gestern auch da? Ich hab ihn doch zur Hochzeit eingeladen. Na, ja, den haben wir natürlich wieder weggeschickt, weil keine Hochzeit stattgefunden hat. Warum? Herrschaftszeit, das ist mir jetzt gar nicht recht. Ich wollte doch als Überraschung eure Verlobung bekannt geben. Was wolltest du? Jetzt tu doch nicht so. Macht überrascht, verstehst du? Und dabei bitte den jungen Mann um deine Hand. Das ist doch ein Witz. Ach, meinst du vielleicht den Herrn Freund? Ja, natürlich, wenn denn sonst. Naja, er hat zu mir gesagt, ihr werdet euch einig, es wäre alles abgesprochen bereits und so hat er mich um meine Zustimmung gebeten. Was gibt's denn da zu lachen? Der Herr Freund ist ein netter Mensch, der netter Mann und vor allen Dingen ein treusorgender Vater bestimmt. Er hat mir bereits ein halbes Dutzend Enkel versprochen. Mein Papa, ein Glück, dass du die Verlobung mir bekannt gemacht hast. Das wäre eine schöne Blamage gewesen. Ja, wieso, das begreife ich jetzt nicht. Ja, der Freund hat doch nicht mich gemeint, sondern unseren Dackel. Unseren Cäsar! Ja, er will ihn für sein Lotti haben. Ah, jetzt begreife ich ja, warum eure Kinder unbedingt lange Ohrwascheln und krumme Haxen haben sollten. Ja, du liebe Zeit. Der Mann, der muss mich für total blemblem gehalten haben. Ja, und ich habe ihm noch meinen Segen gegeben. Mein Papa, was hast du da bloß wieder angestellt? Na gut, dann muss er jetzt zu Ehren gehen und wird die Sache wieder richtig stellen. Das kannst du sparen. Er kommt jetzt sowieso zu uns. Und bitte, Papa, mach nicht wieder Nein zu sagen. Ja, ist ja gut. Keine Sorge. Jetzt weiß ich, um was geht. Ich zieh mich noch schnell an. Ja, herein. Einen wunderschönen guten Morgen, Fräulein Betty. Den wünsche ich Ihnen auch. Sie kommen gerade recht. Gerade habe ich mit dem Papa gesprochen. Dann wissen Sie also schon Bescheid. Allerdings. Aber setzen wir uns doch. Ja, Ihr Herr Papa, er war äußerst liebenswürdig. Oh, ja. Aber trotzdem er mir seine Einwilligung gegeben hat, sind mir noch nachträgliche Zweifel gekommen, ob er mich auch richtig verstanden hat. Ja, da hat sich Ihr Gefühl nicht täuscht. Er hat Sie wirklich total missverstanden. Er hat nämlich geglaubt, es handelt sich um mich. Ach, dann hatte ich also doch recht. Schade. Ich hatte mir nämlich vorgenommen... Was? Wissen Sie, bei mir ist da nämlich eine ganz neue Situation eingetreten, ja. Ich sitze ja so den ganzen Tag über meine Artefakte gebeugt und meine Lotti sitzt neben mir und ich streichle ihr schönes, weiches Fell. Momentan streicheln Sie aber mein Fell. Ja. Oh, pardon. Das ist aber auch sehr schön weich. Meinen? Sie, Herr Assessor, ich finde meinen Schrumpfkopf nicht mehr. Den muss irgendwer verlegt haben. Ach, was? Ja, als ich gestern nach der Unterredung mit Ihrem Herrn Schrumpfkopf, mit Ihrem Herrn Papa nach Hause gekommen bin, da war mir ganz eigen zumute. Mir strahlte nur noch Ihr liebes Gesicht entgegen. Der biss mich plötzlich meine Lotti mit ihrem feuchten Näschen angestupst hat, so als ob sie sagen wollte, na Herrchen, kümmerst du dich denn heute gar nicht mehr um mich? Ja, und ich habe sie dann auf meinen Schoß genommen und habe sie gefragt, Lotti habe ich sie gefragt, was hältst du denn davon, wenn wir uns ein kleines, liebes Frauchen nach Hause nehmen würden? Und? Was hat's gesagt? Ja, sie war begeistert. Ja, dann
Sagen's halt ihrer lieben Lotti, dass ich das Herrchen sehr gut leiden kann. Er war mir vom ersten Augenblick an sympathisch. Naja, und wenn's uns beiden die Einwilligung gibt... Ja, die von Ihrem Herrn Papa haben wir ja schon. Ja, dann wäre ja fast alles erledigt. Bis auf das Schönste. Den Verlobungskuss. Na, da ist jetzt aber nimmer die Lotti zuständig. Du süßeste Betty. Wem verdanken wir das alles? Natürlich der lieben Lotti. Das ist wirklich ein ganz liebes Unterl. Ja, da muss ich mich unbedingt revanchieren. Ja, und wie wollen Sie, wie willst du das machen? Ja, ich bringe einfach unseren Cäsar zu deiner Lotti. Auf Wiedersehen, Herrchen. Na, die wird sich freuen. Ja! Herr Freund, sehr gut, dass Sie da sind. Ich bin immer für Sie da, Herr Brauer. Bitte nehmen Sie Platz. Wir müssen noch einmal miteinander reden. Ich glaube, wir müssen da einen Irrtum aufklären. Ja, allerdings, aber Ihr Fräulein Tochter hat das Missverständnis bereits aufgeklärt. Ja, das ist recht. Danke, die Frau, ja. Ja, und was haben wir jetzt am Herzen? Ja, wenn ich mir die Freiheit nehmen und Sie in der gleichen Angelegenheit um eine weitere Unterredung bitten darf. Ja, selbstverständlich, Herr Freund. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Ja. Herr Brauer. Ja? Sie sind ein beneidenswerter Mann, denn Sie nennen ein seltenes Geschöpf Ihr eigen. Ein wahres Kleinod, dessen Schönheit mich vom ersten Moment gefangen genommen hat. Ja, wie kann man bloß in einen Dackel so verliebt sein? Ich meine, ja, der Körperbau ist ja in Ordnung und der Kopf ist auch ganz hübsch, nicht wahr? Bildhübsch, Herr Brauer, bildhübsch. Mit einem Wort, Sie besitzen da ein Juwel, welches ich entführen möchte. Ach, ich glaube, der will meinen Dackel kaufen. Sie schlagen seiner gleich aus dem Kopf. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass dieser kleine Racker nicht mehr in meinem Haus wäre. Aber Herr Brauer, machen Sie mich doch nicht unglücklich. Gestern haben Sie doch... Gestern, da haben wir doch immer aneinander vorbeigeredet. Das war ein Missverständnis. Außerdem, es gibt doch noch so viele andere. Ja, für mich nicht. Herr Brauer, ich bitte Sie, sagen Sie ja, brechen Sie mir nicht das Herz. Mein Gott, du liebe Zeit, also gut von mir aus. Wenn Ihnen an dem Geschöpf so viel am Herzen liegt, dann sollen Sie es haben. Sie machen mich zum glücklichsten Menschen. Ja, jetzt warte. Ja. Sie, aber ich warne Sie, gell? Bitte. Oh, nein. Es ist für ein richtiges Luder, mein Lieber. Kaut wie ein Rabe, treibt sich nächtelang rum, ja, und kommt in der Früh heim und tut, wie wenn überhaupt nichts gewesen wäre. Das ist ja entsetzlich. Dabei macht sie so einen harmlosen Eindruck. Ja, alles nur Täuschung, alles nur Täuschung. So kann man sich in so einem herrlichen Geschöpf täuschen. Tut mir leid, ich rate Ihnen gut, Herr Freund, lassen Sie die Finger davon. Ja, wenn die Sache so ist... Ja. Ja, aber eigentlich kann ich ja gar nicht mehr zurück. Wir haben uns ja bereits versprochen und geküsst. Sie haben einen Dackel geküsst? Dieser Dackel, ich rede doch von Ihrer Tochter. Ach du liebe Zeit. Mann, oh Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Gestern rede ich von meiner Tochter, da waren Sie mein Dackel. Heute rede ich von einem Dackel, jetzt waren Sie meine Tochter. Was wollen Sie denn eigentlich? Die Hand Ihrer Tochter Betty. Dann sagen Sie es heute gleich. Na, langsam, gell? Die Hand allein kriegen Sie nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Natürlich nehme ich Sie ganz, Herr Brauer. Ja, da muss aber bitteschön dabei bleiben, gell? Nicht, dass Sie morgen wieder kommen und sagen, Sie hätten vielleicht doch meinen Dackel gemeint jetzt. Ich nehme Sie beide, Herr Brauer. Nichts da. Nein. Meine Tochter kann es haben, meinen Hund kriegen Sie nicht. Oh. Gehen wir nach nebenan, wo wir alles in aller Ruhe noch. Das trägt nichts.
Ist doch gar nicht mehr da, ja? Hallo! Der Herr Hakelberger. Schlager, aber ganz ruhig Anton zu mir. Ja, das trifft Sie jetzt aber gut. Sie haben damals meiner Tochter das Leben gerettet und dafür... Ja, genau. Und dafür wollte ich mich jetzt gerne erkenntlich zeigen. Oh, nein. Mit was... Doch, mit was könnte ich Ihnen denn eine Freude machen? Eine Freude? Ja. Ja, also wissen Sie, ich hab daheim ein Mädel, die Resi. Und wir haben uns halt so gern und wir taten halt so gern heiraten, aber sie hat halt nix und ich hab halt nix und so ist halt nix da. Sie verstehen mich schon, gell? Ja, ich verstehe Sie schon. Das liebe Geld, gell? Ja. Ja, während Sie mit 20.000 einverstanden. Oh, gnädige Frau, Sie sind eine noblige, gnädige Frau. Ja, Sie haben das Herz am rechten Fleckerl, ja? Das ist ja gut. Also das Geld, das können Sie dann bei mir im Hotel abholen, gell? Mach ich, das mache ich und ich hab's ja gewusst. Sie sind eine noblige, gnädige Frau. Also, hab ich gerne, noblige Frau. Auf Wiederschauen. Oh, da schau her. Wie sehe ich denn da meine Fast-Schwiegermutter? Sie brauchen keine Angst haben, Herr Brauer. Ich bin nicht gekommen, um Ihnen Vorwürfe zu machen. Ich würde sagen, über diese leidige Geschichte reden wir jetzt einfach überhaupt nicht mehr, gell? Doch. Da müssen wir unbedingt drüber reden. Ja, ihr habt's mir gestern alle miteinander behandelt, wie wenn ich goldene Uhren gestohlen hätte. Dabei habe ich wirklich nichts Unrechtes gemacht. Ich hab doch nur ein bisschen geschwindelt. Aus Liebe zu Annabella. Ja, das weiß ich doch auch. Deshalb mache ich Ihnen doch auch keinen Vorwurf. Habe ich in Ihnen doch so einen prächtigen Menschen kennengelernt, dass ich nicht abreisen wollte, ohne vorher auf Wiedersehen zu sagen? Das freut mich. Geh, nehmen wir doch mal ein bisschen Platz. Dann können wir uns in aller Ruhe noch mal ein bisschen ausreden, ja? Ich habe da vorhin das Wort Schwiegersohn gehört. Ja. Ach, richtig, ja. Meine Tochter, die Betty, die hat sich ganz überraschend verlobt. Na, okay, das freut mich aber. Das wird Ihnen sicher über die Enttäuschung besser hinweghelfen, gell? Naja, einerseits ja, aber andererseits, ja, jetzt bin ich ganz allein dann. Ach, ich darf gar nicht dran denken. Ach, hören Sie auf, mir geht's genauso. Ja, wenn jetzt die Annabella ihren Horst heiratet, dann Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht wehtun. Ach wo, das macht doch nichts. Ich bin schon drüber weg. Naja, Sie haben ja wirklich recht. Ich bin ja wirklich kein Adonis mehr, der Baum ausreißen kann. Und ja, Sie, da fällt's mir ein. Dann sind Sie jetzt auch ganz allein. Da könnten wir uns doch gegenseitig vielleicht ein bisschen trösten. Und wie stellen Sie sich das vor? Ja, ganz einfach. Wir besuchen uns gegenseitig öfter. Ja, Sie kommen mal ein paar Wochen zu mir und ich mal umgekehrt ein paar Monate zu Ihnen. Nein, das geht auf gar keinen Fall. Wieso? Ja, schon wegen die Leute. Okay. Ja, ich meine, so eine alte Frau bin ich ja schließlich auch noch nicht, dass sich da niemand was denken denkt dabei. Die Frau, jetzt hören Sie aber auf. Jung und hübsch sind Sie. Ach, also, das hat mir jetzt schon lange niemand mehr gesagt. Ja, dann wird's wieder einmal Zeit. Ja, Herrschaftszeiten. Wo habt ihr nicht bloß meine Augen gehabt? Ich hab bisher immer nur die Schwiegermutter in einer gesehen, aber wenn ich sie jetzt so anschaue, ja, Sapradino, meine. Frau Helminghauser, Ja. was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt einen Heiratsantrag machen tät? Ja, das wäre jetzt gar nicht so dumm. Ja, na also. Aber ich warne dich. Überleg dir das noch einmal gut, gell? Ich meine, ich würde ja nicht verlangen, dass du Bäume ausreißen sollst, aber wenn du an eine Altersversorgung denken solltest oder dir einen ruhigen Lebensabend vorstellst, dann täuschst du dich ganz gewaltig, gell? Ich bin nämlich noch sehr lebenslustig und habe noch einiges vor. Ja, was glaubst du, was ich noch alles vorhab? Außerdem bin ich wahnsinnig temperamentvoll. Ja, und ich erst. Ich fühle mich wie 30. Strotzen vor Kraft und Gesundheit. Maximilian, da hast du jetzt dein Heizkissen. Da kannst du deinen Rücken ein bisschen anwärmen. Du kommst aber immer im rechten Augenblick, gell? Was soll ich denn mit dem da? Das wirst du schon wissen. So ein Hexenschuss, der vergeht nicht von heute auf morgen. Ein warmer Rücken kann manchen Schmerz verdrücken. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Nehm's nur, Maximilian, wenn's dir gut tut. Ich nehme dich auch mit Heizkissen. Anna, du bist ein Engel. Mama!
Annabella, stell dir mal vor, der Maximilian und ich, wir haben gerade beschlossen, dass wir unser Leben gemeinsam verbringen Ja, werden. wir haben vor, demnächst vielleicht sogar noch mal zu heiraten. Oh, Mama, ja, das freut mich. Ja, dann komme ich ja gerade richtig. So ist es. Ich gratuliere. Dankeschön. Und Ihnen gratuliere ich natürlich auch. Danke, danke. Und bitte Sie gleichzeitig um die Hand Ihrer Tochter. Tochter, wieso Tochter? Ja, Maximilian, verstehst du es nicht? Ja? Die Annabella wird doch jetzt auch deine Tochter. Ja, richtig! Ja, wunderbar! Eine Musiker in der Familie wollte ich schon immer einmal haben. Ja, da rührt sich was. Gemeiner Jutta, da machen wir mit. Aber der Waldschrat ist schon wieder da. Was wollen Sie schon wieder da? Ja, gratulieren. Weil das hab ich ja gleich gewusst, dass Sie die da drüben nicht kriegen. Weil wer 40 ist mit 60, der verschätzt sie. Hab ich recht? Ja, ja, natürlich, ja, ja. Sie haben ja immer recht, nicht? Und was haben Sie jetzt noch auf dem Herzen? Die da liegt mir am Herzen, die wär bei Weiberl. Gell, Jutta? Auf was wir denn noch fragen? Ja, was wird denn da Ihr Resi sein dazu? Oh, meine gnädige Frau. Wer immer nur für eine Biene schwärmt, der wird nie einen Honig ernten. Und meine Jutta, die bringt ganz schön Honig mit, gell? Ja, 3 Kinder. Na, das Geschäft, was sie mir erbt, das hat mir imponiert. Also Sie scheinen ja ein richtiger Idealist zu sein, ne? Da haben Sie recht. Weil wir Leute vom Land sind immer noch hochanständige, grundehrliche Leute. Und absolut nicht bestechlich. Da haben Sie auch recht, ja. Weil alles Übel auf der Welt kommt vom falsch verteilten Geld. Jetzt klang's aber, Anton. Ja, dann jetzt tu nicht so viel rumschnobeln, weil der liebes Gostel ist nämlich für was anderes da. Aber Jutta! Au, jetzt wirst du gleich reißen. Da habe ich mich wohl gewaltig verrechnet. Ja, wer in der heutigen Zeit nicht rechnen kann, der muss mit allem rechnen. Ich war so verliebt. Ja, ja, die Liebe ist wie ein Auto. Heute flott und morgen Schrott. Ja, das sehe ich. Dann ist wohl das deine Schwester Maximilian? So ist es, Rigobert, ja. Ja, dann werde ich wohl Sie fragen müssen. Ja, das kannst du ersparen. Das hab ich schon gemacht, gell? Und ich hab geantwortet. Ja. So schlecht kann nur eine Frau sein. Also das lassen wir nicht gefallen. Im Paradies ist die Frau aus nur einer einzigen Rippe des Mannes geschaffen worden. Wie schlecht muss dann erst der ganze Mann sein? Bravo! Herr Rigobert, und auch wir ziehen ins Paradies der Ehe ein. Es wäre so schön gewesen. Nur die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Und dorthin ziehe ich mich jetzt zurück.